Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, Dilla, ich bin mir echt immer noch unsicher, wo ich diese verdammte Rolle herkrieg. Ich weiß es echt nicht mehr, wo ich die besorgen kann. Von ihm anscheinend nicht. Von ihm gab es nur unglaublich viele Erfahrungspunkte für den ganzen Rotz. Gerade nochmal reingucken. Aufnahme Sumpflager. Schlafzauber. Korkalom. Eventuell kann ich bei Korkalom noch mal was kaufen. Aber ich glaube nicht, dass ich bei ihm was an Rolle und so kaufen kann. Und für Crawlerzange gibt er ja halt auch nur Magietränke als Belohnung. Insofern... Wo komme ich denn hier nochmal an die Spruchrolle dran? Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo das war. Aber ich glaube nicht bei Korkalom. Bei ihm kann ich nichts einkaufen. Was willst du? Nee, was machst du für Experimente? Wir sehen uns. Bla bla bla. Okay, nee, bei dem auf jeden Fall nicht. Und die Bals will ich eigentlich jetzt auch nicht alle überzeugen. Der Bal Cheddar fehlt mir ja noch. Und außerdem will ich auch nicht zum Sumpflager. Kane, hallo? Du hast einen Namen, mit dir mag ich sprechen. Kann man mit dir sprechen? Ah, okay. Der muss erstmal seinen Stängel wegwerfen, um mit mir zu sprechen. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Korkalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja, Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Minecrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Okay. Jo. Wo bekomme ich das Sekret der Minecrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Okay. Ja, der war dann also auf dem Weg zur alten Mine. Okay. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir da ein bisschen was rausgefunden. Und mit einer Crawler sollten wir auf jeden Fall uns noch anlegen. Und die Zange zu entnehmen müssten wir auch noch lernen. Das ist auf jeden Fall auch wert. Weil Korkalom entlohnt ja schon ziemlich großzügig, muss man dazu sagen. Also ich finde schon, dass der wirklich recht großzügig entlohnt. Und ich muss mal dieses muss man dazu sagen und so mal wirklich abgewöhnen. Das ist ja echt eine ekelhafte Eigenschaft. Dann, was haben wir dann hier noch? Novize, Novize. Kommen wir hier in die Tempelreihe? Geht das? Novize, Novize. Templer. Templer. Können wir hier hoch? Wie schaut's aus? Lasst ihr mich überhaupt rein? Okay, hier ist die Spruchausgabe anscheinend abgeschmiert. Na gut, dann schaffen wir das wohl nicht mehr. Ich bin echt am Überlegen, wie das war, wo ich die Magie herkrieg. Talas. Sieht doch mal dir aus. Wenn man kräftige Zug nehmen, dann schmeißt das an Stängel weg. Das ist immer wegschmeißen, wenn die mit ihm sprechen. Aber okay, den kann ich nicht quatschen. Na gut. Dann bleibt halt der Bal Cheddar außer Acht gelost. Ich könnte jetzt aber auch nochmal mit einer anderen labern, oder? Hier mit dir, Yoru. Ich komme an die Magie des Schläfers. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt dir ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay. Na gut, Melvin, mit dir kann ich auch nichts mehr besprechen. Die andere Gurus. Da ist ja noch so ein durchgeknallter, der irgendwo hin rumlungert. Auf der anderen Seite, ich könnte nochmal den Typ am Haupttor ansprechen. Ich höre ihn.
ob der nicht eventuelle Rolle für uns hat. Die Gurus, mit denen wir sprechen können, die könnte man zumindest nochmal anhauen. Eventuell erfüllen die uns ja auch nochmal einen Gefallen. Schauen wir mal. Hallo? Schade. Ne, mit dir kann ich mal nicht drüber retten. Das ist schade. Dann würde ich nochmal mit den anderen Gurus labern. Oder versuche zu labern zumindest. Die Produktion von Sumpfkraut war hier in der Nähe vom Sumpf. Also unmittelbar an der Grenze zum Sumpf. So, wie sieht's dann mit euch aus? Nyras. Hi. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Okay. Dann bericht mir doch mal. Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Iberion sagt, der Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Kor Kalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Nur in diesem Zustand oder wenn du schläfst, kannst du die Gedanken des Schläfers empfangen. Okay, das merken wir uns mal. Dann schauen wir nochmal, wie es hier aussieht. Novize, wo ist denn der mit Name? Gorim. Da hat jetzt alle Platz getauscht mit dem Anara. Spricht der mit uns? Nee. Gorim. Gorim. Nee. Der will an mit uns labern. Okay. Der Cheddar-Typ, der wollte mit uns retten. Und der andere Hansel, der Wahnsinnige, naja, da latsche ich jetzt, obwohl, ist er doch schon? Ja, da steht er ja schon. Okay, einmal durch die Sumpfbrühe schwimmen. Teufel. Ja, da haben wir die Robe auf jeden Fall schon mal gut eingeweiht. Beziehungsweise den Rock. Und? Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Okay. Der hilft uns an und weiter. Wie sieht's denn bei dem hier aus? Balor? Ne, mit dem kann ich nicht labern. Und die zwei Novize ist auch scheißegal. Na gut. Dann sollte ich nochmal zurück. Ah ja, klar. Ich erinnere mich jetzt wieder. Ich glaube, wenn ich in den Sumpf muss, ich habe jetzt gerade einen Gedankengang gehabt, ich müsste eventuell in den Sumpf gehen, weil da noch jemand ist. Aber in den Sumpf wäre ich ja erst geschickt, wenn ich hier wirklich bei der Bruderschaft bin. Da ist einer von der ersten Aufträge, die ich so kriege, dass ich die Sumpffliege, sage ich, die Blutfliege alle mache. Okay, ich mache jetzt nur noch mal hier die Runde. Und dann gehe ich wieder zurück ins alte Lager. Dann ist mir das auch etwas zu doof. So. Da. Hier nochmal die Runde bei unserem Kumpel hier. Aber ich bezweifle, dass der was für uns hat. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich schon? 19:12 Uhr. Hui. Doch schon etwas spät. Nee, der will Anime mit uns sprechen. Aber immer hier haben wir hier echt gut abgestaubt, was Erfahrung angeht. Ja gut, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie ich hier an magische Spruchrolle komme. Aber, hab ich eventuell als Belohnung eine gekriegt? Schriften. Nee, ich habe hier keine gekriegt. Hätte ich auch bemerkt, wahrscheinlich, wenn ich hier Schriftrolle gekriegt hätte als Geschenk. Der hat nur stinknormale Novize unter sich. Und? Der Schläfer sei mit dir. Da schnauft er einfach nur. Na gut. Ich könnte es jetzt halt auch nochmal probieren, indem ich so richtig kackend dreist bin. Und... Alles klar, Alter? Okay, das hat anscheinend keine Konsequenzen. Warum wohl? Hi, ich bin neu hier. Schnauft er. Ach, Der Schläfer sei... Nö. Na gut.
Dann halt nicht. Dann muss ich das erst später machen, wenn ich vielleicht im späteren Spielverlauf nochmal Schlaf habe. Könnte ich einfach mal auf irgendeiner wirken, damit der mal auf mich aufmerksam wird. Schauen wir einfach mal. Okay, jetzt aber ohne weitere Zeitverschwendung zurück zum alten Lager. Dann mag ich nämlich noch den Mordred Niedermacher, der sich hier mit unserer Leute angelegt hat. Der kann uns auch gern zum neuen Lager führen und kann dann, nachdem er uns den Weg gezeigt hat, außerhalb vom neuen Lager noch verprügelt werden. Ich denke, das ist in Ordnung, weil so nutzen wir so gut wie möglich aus, was da geht. Das heißt, wir können seine Führung ausnutzen und wir können zusätzlich noch dann unser Quest für Taurus beenden, indem wir ihn halt ordentlich verprügeln. Ich denke, das wird schon in Ordnung sein so. Okay, gerade um ins Questbuch reingucke, ins Tagebuch, Aufnahme Sumpflager, Auftrag von Taurus, verschwundener Gardist. Bei wem muss ich mich da melden? Okay. Snuffs Rezept haben wir auch noch. Okay. Aber es gibt irgendjemand, der hat auf jeden Fall Interesse daran, dass dass Nick weg ist. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Weil Fletcher habe ich so erzählt und dadurch war die Question nicht gelöst. Egal. Kriegen wir alles hier. Es gibt halt auch wieder bei so Spielen, die ich länger nicht mehr gezockt habe, gibt es so Quests, die habe ich noch absolut im Schädel. Und dann gibt es Dinger, da muss ich erst nochmal zweimal überlegen, dass es mir einfällt. Und dann gibt es wieder Quests, die habe ich vollkommen vergessen, beziehungsweise habe auch teilweise unterschätzt, was ich da noch zu machen habe. Ich wusste jetzt zum Beispiel, dass ich den Butler hierher schläfen kann, aber ich habe nie mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich 100 Erz zu zahlen habe. Das war mir nie mehr bewusst. Also, ich lerne selber immer noch wieder was. Oh je. Aber schön sieht es auch aus hier in der Dämmerungsgrafik. Zwar alles etwas violett im Hintergrund, aber es ist ja Dämmerung. Jetzt ziehen wir mal unser Schwert. Einfach mal, weil wir was können und damit hier ruhig durch die Gegend staffen können. Und jetzt hier ist halt ein Kurzschwert. Von daher allzu viel Reichweite hat das Ding dann leider nicht. Aber trotz allem ist es nicht verkehrt, wenn man so ein Handding parat hat. Ich würde jetzt auch gerade sagen, da die Tendenz halt wirklich so aussieht, als würde ich zum alten Lager gehen und Magier spiele, finde ich es auch nicht verkehrt, wenn man nur eine Handwaffe hat, weil diese Kampfstäbe, das sind halt 2 Handwaffen, die sind etwas klobig und uschierig, die Dinger. Du nämlich lieber eine Einhandwaffe, die nicht so viel Schade macht, aber dafür nicht so viele Lernpunkte braucht. Ich glaube, das braucht wirklich wesentlich mehr Lernpunkte, 20 oder 30 für die Zweihänder. Und die paar Levels kann ich besser investieren in andere Sachen. Deswegen, machen wir das mal so. Jetzt hämmer's 20:09 Uhr. Okay. Dann kehren wir mal wieder ins Lager zurück. Schwätzen nur noch mit ein paar Gestalter. Und dann passt das auch. Dann kann ich mit dem Mordred nochmal labern. Man muss eben aufpassen, was man so erzählt. Damit der mich zum neuen Lager führt. Okay. Snuff braucht noch Zeug. Hier ist einfach nur irgendein Schatten. Dann... Ach ja, stimmt. Einer von Denner Hansel kann ich noch herausfordern. Kann ich bei der Gelegenheit eigentlich auch noch machen. Haben wir jetzt mal hier Speicherpunkt wieder. Ich glaube, ich verprügel den Templer. Was machst du denn Was hier? machst du hier? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Oh je. Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Okay. Dich kann ich aber nicht rausfordern. Geh zur Seite! Ja, ist so gut, Kerl. Karim? Hi. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Okay. Ich fordere dich heraus. Lass uns in der Arena Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Genau so. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Sind wir mal eklig.
Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Deine dürren Ärmchen sind nichts gegen deine hässliche Visage. Wie wär's mit deiner Mutter treibt's mit Ziegen? Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Okay, das fordert ihn raus. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns. Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Okay. Jetzt haben wir unseren Gegner. Der ist natürlich richtig heftig. So. Und... Schmerzen sind eine Frage des Willens. Oh, Beim scheiße. nächsten Mal werde ich dich umbringen. Oh, scheiße. Ja, dann haben wir absolut keine Chance. Geh zur Seite! Ja, ist so gut. Wie sieht's denn mit dir aus? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Gut, bist du gut im Kämpfer? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Okay. Dann fordere ich dich mal raus. Eventuell bist du etwas Ich leichter. fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ich will gegen dich kämpfen. Nein, ich will gegen dich kämpfen. Jetzt. Wie du willst. Ich bin bereit, wenn du es bist. Okay, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Gut, der ist etwas freundlicher hier. Schauen wir mal, wie das aussieht. An. Ja. Du hast gewonnen. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? So, Du dann sprich mich doch mal an. So. Dann wollen wir mal. Jo. Möge der Bessere gewinnen. Was hast du? Ach du Scheiße. Gegen die haben wir alle keine Chance. Das können wir absolut verharzen. Geh zur Seite! Das können wir total vergessen. Mit denen können wir uns wirklich nicht anlegen. Deine Bursche. Wie schaut's hier bei dir aus, Gary? Ja. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht. Bla bla bla. Einhänder Stufe 2 kostet 20 Lernpunkte und 150 Erz. Das ist schon heftig. Wie viel Erz haben wir dann? Können wir vergessen. Mit 21 Erz, nee. Da war da noch einer gestanden. Moment, dann war der da neben der Türflucht noch. Ja, genau, der Fingers war noch hier. Kann der mich irgendwas lehren, oder? So. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, Ja, Wie soll ich das machen? hatten wir ja schon. lerne ein Diebestalent. Okay, ich will Schatten werden. Ich will Schatten werden. Und Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? ich wüsste nicht wie. Ja, du könntest mir was beibringen, aber anscheinend kann der nichts beibringen. Na gut, dann sollte ich nochmal mit dem Koch retten. So, komm her, du. Ich hab die Sache. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazuzugeben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Sehr schön. Lachs. Und? Ich kann so viel Eintopf haben, wie ich will. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Da kriegen wir jetzt auf jeden Fall hier immer unser Fleischwanze-Ragout. Mit Diego sollten wir vielleicht auch noch mal retten. Der hat bestimmt auch noch was.
Weil Prüfung des Vertrauens müssen wir ja auch noch ablegen. So, wo bist du dann? Diego. Diego, Diego, da ist er. Sehr schön. So, ich habe mit Torus gesprochen. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Na, was muss ich dann wissen? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Mhm. Ja, wo finde ich denn die wichtigen Leute? Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Jo, das stimmt allerdings. Bei wem kann ich was lernen? Das ist wichtig. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Aha. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Okay, das ist schon mal gut. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Das ist sehr gut. Okay, Stärke plus 5 machen wir auf jeden Fall schon mal. Das wollte ich ja Deine auch unbedingt Kampfkraft ist machen. um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Sehr schön. Dann, wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Das stimmt Halt dich allerdings. ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay, und wie sieht die Prüfung des Was Vertrauens ist die Prüfung aus? des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Okay. Wenn die so wichtig ist, ne? Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Okay, wo finde ich die Altmine? Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Okay. So, da war es Mach's jetzt gut. schon mal das. Und Graham, der war glaube ich hier. Stimmt, da gibt es auch eine Gratiskarte. Mist. Schade. Wo ist dann der Typ? Baal ist hier auch nochmal. Baal Taran. Butler. Graham. Da ist er doch. Hi. Ich bin neu Hi, hier. ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich bin habe ich hier noch nie Graham. gesehen. Was willst du? Was ist seelenlose Stimme? Ich bin Graham. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz.
So. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Alter. Rück die Karte raus oder ich poliere dir die Fresse. Rück die Karte raus. Oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Gut, geht doch. Ja, man muss ab und zu mal etwas deutlicher werden. Aber ich habe jetzt keinen Bock, noch mal rechtliche 20 Erz für den Scheiß hier rauszuhauen. Von daher passt das schon. Wie sieht es denn noch bei denen aus? Ja, Händler sollte ich mir eventuell auch noch holen. Weil wenn ich bei Fingers was lernen soll, brauche ich ja auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Erz, glaube ich. Der macht es ja auch nicht gratis. So, wie schaut es dann aus? Schauen wir mal. Weil ich war mal sicher, dass ich da irgendwas lernen kann. Okay. Ich will Schatten werden. Und? Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Okay. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Sehr schön. Und was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schlösser öffnen, das ist natürlich sehr praktisch. Taschendiebstahl. Schleichen kann ich leider noch nicht lernen. Oder doch? Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavallon der bessere Mann für dich. Okay. Dann will ich aber Schlösser öffnen lernen auf Stufe 1. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen. Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem Dumm, der darauf das achten, gesagt hat. dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. 20 Lernpunkte schmeiße ich dafür jetzt erstmal nicht raus und Taschendiebstahl lerne ich sowieso nicht. Wo finde ich dann Kavallon? Wo finde ich Kavallon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Ausgezeichnet. Wird jetzt ein gutes Wort bei Diego für mich Du einlegen? würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Sehr gut. Meine Stimme ist dir sicher. Perfekt. So, da muss ich gerade noch mal gucken. 15 Stärke, 11 Lernpunkte habe ich noch. Und ich kann mich jetzt endlich ausrüsten mit dem Ding, was 29 Schaden macht und 12 Stärke braucht. Perfekt. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich gehe jetzt noch zu dem anderen Hansel. Und gehe dann ins neue Lager. Mache ich mich dumm auf den Weg hier. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Episode von Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Gleich bin ich auch bei Mordrak. Dann kann ich doch offiziell mal Spielstand speichern und es beende. Jawohl, da steht da schon. Gut, also wir sehen uns dann morgen wieder. Machen's gut, bis du hier. Euer Yankee.